Quill was out adventuring beyond the edge of the clearing. Dusk was creeping in, but she wondered what she might find if she went just a little farther. Die Story von Moss ist schnell erzählt. Die Geschichte ist zwar relativ simpel, sie gibt dem Spieler aber trotzdem mehr als genug Motivation, das ca. 3 Stunden lange Game fertig zu spielen. Die kleine tapfere Maus Quill muss ihren Onkel vor mysteriösen Monstern befreien, die vor vielen Jahren schon das alte Königreich zerstört haben. First, they killed the king. A winged creature broke from the shadows and plucked him from his royal bedchamber high atop the tallest tower. Die Geschichte wird durch das Vorlesen von einem Bilderbuch erzählt. Die Bilderbuchästhetik passt wunderbar zum Märchen-Setting und unterstreicht die verträumt kindliche Atmosphäre des Spiels. Dass der Zählstimme aber alle Charaktere im Spiel vertont und nachahmt, wirkt stellenweise ein bisschen uninspiriert. Uncle Argus followed her motion. A reader. With you, here, right now? Es ist auch mehr als schade, dass die Story ein extrem abruptes Ende findet. Keine von den angedeuteten Storylines wird befriedigend aufgelöst. Es gibt nicht einmal einen klassischen Cliffhanger, der Lust auf eine Weiterführung der Story machen würde. Es ist einfach plötzlich vorbei. Ganz ohne Vorwarnung. Gameplay-technisch bietet das Spiel mehr, als man am Anfang würde denken. Moss kann am besten beschrieben werden als eine Mischung zwischen Third-Person-Action-Adventure und First-Person-Virtual-Reality-Spiel. Der Spieler übernimmt gleichzeitig die Rolle von Quill und vom mysteriösen Reader, einer übernatürlichen Präsenz, die Quill auf ihren Abenteuer beschützen. Quill steuert sich wie ein klassischer Action-Adventure-Held. Die kleine Maus kann laufen, gumpen, ihr Schwert schwingen und mit diversen Objekten in der Spielwelt interagieren. Der Reader hingegen wird aus einer First-Person-Perspektive und mit Motion Controls gesteuert. Der PlayStation Controller dient als verlängerter virtueller Arm vom Reader. Das mystische Wesen kann Quill heilen, falls nötig, für Quill Objekte bewegen, Feinde immobilisieren und sogar Kontrolle über Feinde übernehmen. Das Leveldesign in Moss wirkt auf den ersten Blick sehr linear und wenig spannend. Quills Bewegungsfreiheit ist durch die strikt vorgegebenen Wege stark begrenzt. Aber die Linearität wird mehr als nur kompensiert durch die Bewegungsfreiheit, die der Spieler in Virtual Reality genießt. Die Levels fühlen sich an wie Puppenhäuser oder Dioramen, die am Spieler einen faszinierenden Einblick in die Welt von Moss gewähren. Nur wer die Levels wirklich genau untersucht und auch mal eine neue Perspektive auf die Strukturen im Game wagt, wird alle Geheimnisse und versteckten sammelbaren Schriftrollen entdecken. Die sammelbaren Elemente und die damit verbundenen Trophies sind aber nur ein schwacher Trost für die extrem kurze Spielzeit. Ähnlich wie das Leveldesign wirkt das Kampfsystem mit Quills relativ beschränktem Kampfmoveset am Anfang sehr simpel. Aber in Kombination mit den Motion Controls, die der Reader mit sich bringt, ergibt sich ein sehr spannendes Kampfsystem, das die Multitasking-Fähigkeiten der Spieler wird testen. Es gibt nur sehr wenige verschiedene Gegnertypen im Spiel, die aber immerhin alle spezifische Fähigkeiten und Angriffsmuster mit sich bringen. Die zahlreichen Puzzles im Game profitieren ebenfalls enorm von der Kombination von eher simplem Action-Adventure-Gameplay und Virtual-Reality-Elementen. Die Puzzles fangen zwar sehr simpel an am Anfang des Spiels, sie steigern sich aber relativ schnell zu fordernden, aber trotzdem immer intuitiven Denkaufgaben. Ähnlich wie in den Kämpfen muss der Spieler oft gleichzeitig mehrere Sachen auf einmal beherrschen, um zum Ziel zu kommen. Vor allem wenn alle versteckten Schriftrollen mitnehmen willst, musst du bei einigen Puzzles mehr als nur einen Schritt im Voraus denken. Die Steuerung in Moss funktioniert zu einem Grossteil zuverlässig. Es gibt, wie in jedem PlayStation VR-Spiel, ab und zu Probleme mit dem Headset und Controller-Tracking. Besonders in hektischen Kampfsituationen kann es passieren, dass der Controller verloren geht oder nur sehr glitchig getrackt wird. Im schlimmsten Fall kann das zu unfairen Tod führen. Die Limitationen sind aber eher auf die veraltete PlayStation VR-Hardware als auf das Spiel an sich zurückzuführen. Audiovisuell gehört Moss definitiv zum Besten, was ich je in Virtual Reality erleben durfte. Der Soundtrack passt perfekt zum Märchen-Setting und untermalt sowohl ruhige als auch hektische Situationen mit einem adäquaten musikalischen Teppich.
Die Levels strotzen nur so vor liebevollen Details und geben dem Spieler ein gutes Gefühl für die Grösse der Welt. Ein weiteres optisches Highlight ist natürlich Quill selber und ihre herzerwärmenden Animationen. Jeder Sprung, jeder Schwung mit ihrem Schwert, jedes High Five mit dem Reader ist einfach unglaublich süß und sorgt dafür, dass du Quill um jeden Preis beschützen willst. Moss ist ein Spiel, in das man sich schnell verlieben kann. Das märchenhafte Setting und die Bewohner dieser kleinen Welt werden dich von ersten Sekunden an in ihren Virtual Reality Bann ziehen. Die Kombination von traditionellen Action-Adventure-Gameplay-Elementen mit der First-Person Virtual Reality-Perspektive funktioniert extrem gut und ist ein wunderbares Showcase für das immense Potenzial, das in Virtual Reality Gaming steckt. Es ist umso tragischer, dass Moss so ein abruptes und willkürlich gesetztes Ende findet und der Spieler mit einem ungesättigten Hunger nach mehr zurücklässt.